Habedere und Servus zu einer neuen Special-Folge von Viva la Movolution. Es ist zwar schon ein bisschen spät, weil es wird jetzt bei Release ungefähr Ende Februar sein, aber auch wir wollen euch unsere Highlights vom Jahr 2021 noch vorstellen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das jetzt noch. Scheißegal, ob es spät ist, weil es euch sowieso wurscht sein kann, wann wir was dann. Mit dabei ist der Corby und der Mike. Ich grüße euch. Hallo. Servus, Habedere. Ah, schön, dass du da seid. Freut mich. Ja, dass du uns eingeladen hast, ey, das ist wieder mal einfach super. Ja, voll merci. Ja, ich wollte wieder mal ein bisschen Fußvolk dabei haben. Deswegen habe ich gedacht, lade die euch ein und nicht gerade über die High Society wie ein Benike und ein Walz und ein Birgerseppen. Wobei der Birger ist auch bei einem 5 abhauen. Hey, der soll jetzt dann mal wieder eine Folge mit uns machen. Ah ja, stimmt. Dann bist du doch kein Bauernfünfer Birger. Tut mir leid, hab dich lieb. Und ja, dieses Jahr ist ja immer noch geprägt von dem Huso namens Corona. Wir wissen noch nicht so recht, was werden wir im Kino sehen oder werden wir überhaupt was im Kino sehen, was kommt auf uns zu. Aber wir haben jetzt einfach mal gesagt, dass wir uns die Sachen, die bis jetzt noch geplant sind für ein Release 2021, die haben wir uns jetzt mal ausgepickt und erzählen wir euch, auf was wir da so richtig scharf sind. So scharf, dass unsere Nippel schon starrhit sind und groß werden. Bei mir kann's für 5 Mark Brezen mittlerweile aufhängen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Was? Ja, doch, ganz genauso. Ich hätte es nicht anders beschrieben. Also wirklich. So, ja. Bei Mike darf ich jetzt eher sagen, dass du wahrscheinlich Glas schneiden kannst damit, aber... Vorhin mal die T-Shirts schon durchgestessen von. Schon, oder? Ja, schaut schon richtig cool aus. Gut, dass du wieder eine Edelweiß-Hosenträger drauf hast, gell? Dann schauen sie jetzt aus. Die 60er-Hosenträger. Ja, genau, 60. So, jetzt haben wir schon wieder mundfußlich geredet zur Begrüßung. Darum übergebe ich mal das Wort an Corbinius. Verzeih uns einmal, was steht dir Nippel heuer auf? Ja, keine Ahnung, wie soll man denn da vorgehen? Also soll ich jetzt einfach nur Titel reinwerfen oder wie hätten sie es denn gern? Ja, so wie sie gern habt, das sage ich jetzt nicht, sonst sind wir wieder bei OnlyFans. Okay, also jetzt pass mal auf. Vor kurzem ist ja auch der Trailer dazu rausgekommen, Godzilla vs. Kong, auf das gefreut ich mich. Tja, Pech. Nein, ich glaube, dadurch, dass wir einige Filme haben, die jetzt schon seit einem Jahr oder seit 2 Jahren verschoben werden, glaube ich, gibt es ein paar Überschneidungen. Also das heißt, du freust dich auch auf Godzilla vs. Kong. Ja, genau, aber hallo. Ja, ich lieb einfach dieses Viech und das andere Viech, das mag ich auch. Und wenn die zwei gegeneinander kämpfen, vor allem, wie es die letzten paar Male war, vermute ich einfach einmal, der Trailer sagt zwar, wie die zwei gegeneinander kämpfen, aber in Wirklichkeit kämpfen sie wahrscheinlich die ersten 5 Minuten gegeneinander und dann gegen einen gemeinsamen Feind. Und der gemeinsame Feind ist der Mecha-Godzilla. Boah, echt? Ja, den sechst im Trailer schon mit dem Hintergrund so ein Bildschirm, wo der Mecha-Godzilla ist. Und dann sechst die ganzen Hans Wursten einmal so einen U-Bahn laufen und im Hintergrund sechst du so einen riesigen Kopf mit rot leichten Augen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mecha-Godzilla ist. Und vielleicht ist ja nicht jede Szene, die ich im Trailer gesehen habe, wenn es gegeneinander kämpfen, ist vielleicht gar nicht immer der richtige Godzilla gewesen. Das könnte der mal sein, weißt du? Das heißt quasi, ich habe jetzt die alten schon lange nicht mehr gesehen, aber das ist halt eine Hand Aliens im Spiel im Endeffekt, oder? Weil das hat ja kommt von den Außerirdischen, oder? Das weiß man nicht, ob sie das wieder so machen, weil ich glaube, dass er bei die japanischen Originale schon aus dem Weltall gekommen ist. Ja. Aber in der neuen Reihe jetzt gibt's ja, glaube ich, schon wieder so komische Organisationen und so. Und ich weiß nicht, ob am Ende irgendwelche Verrückten baut haben. Das kann man noch nicht sagen. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der wahrscheinlich dann da noch dazukommt. Da gab's ja im letzten doch so Post-Credit-Scene, wo es doch von dem dreiköpfigen Viech Ghidorah, Gesundheit. Du bist also Ghidorah. Ja, doch dann irgendwie als ein Kopf oder so finden. Ja, genau. Da haben sie was übrig, haben sie was aufgekommen, gell? Ja, und wahrscheinlich daraus bauen sie einen Godzilla oder so. Keine Ahnung, wer weiß. Irgendwas Mountains. Ich hoffe ja dann, dass der so gut ankommt, dadurch, dass man ja dann hoffentlich wieder ins Kino geht, dass es dann einen Folgefilm gibt und der heißt dann Baby Godzilla Strikes Back. Das wäre cool. Meinst du das wirklich mal wieder einen Baby Godzilla machen? Den hat man schon lange nicht mehr gesehen, gell? Ich hoffe ja immer nur, dass der Godzilla noch mal einen fetten Dropkick durchzieht, wie er schon mal gemacht hat. Ich weiß zwar nicht mehr in welchen von den alten Filmen, aber der Dropkick, der war legendär.
Was natürlich auch cool wäre dann Godzilla versus Shin Godzilla. Oh Gott. Ja, und dann soll den scheiß Shin haben, den soll ja so zwingen, dass nichts mehr davon Die findest. Raupen, der das höchst ausdrucke, der Verreckten. Ja, die dreckigen CGI-Augen. Ja, so jetzt weitermachen, oder wie? Gehen wir jetzt erstmal alle meine Liste durch? Na, wechseln wir uns ab, oder? Das können wir auch machen, aber wir hoffen auf alle Fälle, dass es beim März-Release bleibt von Godzilla vs. Kong. Ja, hoffe ich. Hoffe ich sehr. Das wäre jetzt aber, Mike, einen sag ich noch, ich glaube, den hast nämlich du auch. Ich hoffe nämlich, dass es nicht so sauer wird wie bei folgendem Film, James Bond, keine Zeit zum Sterben. Der ist ja jetzt schon wie oft verschoben worden? 4-mal, 5-mal? Ja, ich habe aufgehört zum Zählen bei den ganzen Verschiebungen. Und den haben sie ja jetzt wieder auf September verschoben oder Oktober. Da bin ich nicht aktuell, weil der interessiert mich nicht so stark. Ich muss sagen, ich bin nicht so der James Bond-Fan. Daniel Craig ist aber schon cool. Ja, ich weiß schon, dass du bei dem scharf wirst, aber trotzdem, mir gefällt's nicht so. Das wäre jetzt auch wieder eine perfekte Überleitung für einen anderen. Da kannst du weitermachen, der Mike wird dann später mal eine blitzen, wenn er die sagt. Nein. Der wird geblitzt, denkst du. Aber hallo. Mike, ich hab gedacht, du bist auch James Bond-Fan. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin hübsch heiß drauf. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile bei dem Film so weit, dass ich keine News mehr lesen mag, wo er wann hier verschoben wird. Ich mag dann einfach die Ankündigung sehen und dann heißt es, okay, morgen ist soweit und dann kaufe ich mir die Karten und dann gehe ich rein. Ich bin jetzt raus, weil sonst muss ich mich die ganze Zeit abstressen. Das ist ja schon fast der Stress. Ja. Weißt du? Und jetzt lasse ich das einfach einmal über mich ergehen und dann hoffe ich, dass ich das Teil jetzt dann bald einmal irgendwann im Kino sehen werde. Ja, eigentlich kann man Daniel schreiben, der soll uns doch bitte schreiben, wenn es endlich rauskommt. Ja, braucht's mal gerade schreiben. oh. Gott, so weit habe ich gar nicht gedacht. Gott sei Dank. Gut, dann, wer möchte weitermachen von euch? Der Mike hat vorher schon geschrien, hau es aus, der Mike. Okay, also ich freue mich sakrisch auf Halloween Kills. Den zweiten Teil kann man nicht sagen, aber den zweiten Film der neuen Halloween-Reihe, die wo 2018 neu aufgerollt worden ist, beziehungsweise die neue Timeline, die quasi alles ignoriert, noch Teil 1 im Endeffekt. Und der Film hätte eigentlich am 16. Oktober 2020 schon mal kommen sollen. Und ist dann verschoben worden und ich hoffe halt, dass wir mit in dieses Jahr an Halloween im Kino sehen werden. Oh yeah. Weil mir hat nämlich der Halloween 2018 sakrisch gut gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Großartig. Also, großartig. Ich bin ein Riesenfan vom Carpenter Original, eben auch von Michael Myers. Und der Film transportiert den Charakter voll super in, einfach eine neue Timeline, eine neue frische Timeline. Das Ganze, das verschwägert sei mit Jamie Lee Curtis oder das verbrüdert, verschwestert sei und dann noch mit der Tochter von der Jamie Lee Curtis und ach, was war's denn der Teufel? Das ist alles weg und einfach das aufgerollt nach Teil 1. Passt, gefällt mir und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Coole Sache. Oh yeah, und so den ersten Teaser, was wir da gesehen haben, mit, was waren es, 20 Sekunden? Ach, da haben wir schon wieder ein kleines Lusttröpfchen in der Hose. Du weißt doch genau, dass ich keinen Trailer schaue, weiß ich nicht. Nicht einmal den Teaser. Nein, aber den Godzilla habe ich noch gar nichts gesehen, also ich regst mich so viel auf. Du willst das nächste Mal zu mir kommen, dann sage ich, wir schauen uns einen Film und dann lasse ich YouTube-Trailer-Shows 2021 laufen. Und dann wird Augen aufgespreizt wie bei Clockwork Orange, oder? Ja, genau. Und jetzt, wenn es dir irgendwie wärst, dann hau dir voll ins Sacke. Ja, da lasse ich die Augen sicher auf. Ja, weil Mutprobe, ja, genau. Kani, jetzt sag du. Und was ist bei dir auf der Nummer 1? Ich hab's jetzt nicht nach Platz sortiert, sondern einfach nur allgemein, auf was ich mich voll freue. Und da ist unter anderem bei mir der Conjuring Teil 3. Da bin ich schon wieder, yes. Da bin ich auch schon richtig, richtig heiß drauf. Und ich hoffe so stark, dass man den eben im Kino schauen kann, weil sehe Horrorfilme, ich gehe zu der Art Leute, die gern da schreckt, die finden das immer ganz amüsant, wenn du da so da kommst, dass der Toten fast in Bauchhöhle aufschießen. Und deswegen hoffe ich stark, dass der im Kino läuft, weil das hast du halt nur so im Kino. Vor allem der Zwarer war ja echt richtig, richtig gut. Oh, das ist Anschlag Grusel gewesen. Vor allem die Credits finde ich so hart, wenn dann diese Originalaufnahmen kommen. Ich krieg jetzt eine Gänsehaut, wenn du das erzählst. Hobby. Aufhören. Weiß man denn, um was im dritten geht? Der heißt The Devil Made Me Do It, oder?
Ja, da muss sich angeblich irgendein Mann wegen Mordes vor Gericht verantworten, der behauptet, er ist von Dämonen besessen gewesen während der Tat. Und die Ed und Lorraine Warren haben da quasi wieder mit am Start. Und denen sei Schuld oder Unschuld zum Beweisen. Schaut sie jetzt einmal. Bin ich schon mal gespannt. Aber da erwarte ich auch viel. Also die Conjuring-Filme haben bis jetzt noch nie enttäuscht. Absolut. Ich bin ein Fan von dem ganzen Conjuring-Universum, muss ich sagen. Es hat seine Höhen und Tiefen, aber im Großen und Ganzen finde ich, es ist ein geiles Universum mit coole Gruselfilme. Man weiß genau, es ist immer absolutes Jumpscare-Massaker. Aber es darf es sein, weil das mag ich halt bei den Filmen auch so haben. Wenn ich Atmosphäre möchte, schaue ich immer, wobei es atmosphärisch auch sind für mich, zumindest die Conjuring-Hauptreihe. Aber ich weiß nicht, was mir erwartet, wenn ich auf die Reihe hingelange. Und genau das möchte ich bei denen ja haben. Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, weil die ersten 2 Conjuring-Filme sind nämlich nicht, für meiner Meinung nach, nicht so krass auf Jumpscares aus, wie es die anderen Filme, die aus dem Universum sind. Und es wird ja doch brutal vorher auf Atmosphäre und Stimmung gelegt. Und gut, bei Annabelle oder bei der Nun, da gibt's natürlich dann schon einiges mehr an Jumpscares. Da wird sich viel mehr drauf verlassen, als wir in die Urfilme. Ja. Vor allem im geilen Annabelle 3. Richtige Geisterbahn Ja, ist das gewesen. war Wahnsinn. Ja, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Absolut. Mir auch so richtig. Also, das war aber halt Schleudersitzniveau. Du bist da nur noch gesprungen im Kino. Ja, da ist abgegangen. Ist aber auch der Teil, der am nächsten an an den Hauptfiguren von Conjuring dran ist. Deswegen, also. Wahrscheinlich, weil er bei einem im Haus spielt. Wahrscheinlich. Ja, deswegen gefällt er mir eigentlich am besten von den anderen Filmen. Am schlechtesten gefällt mir den Nun. Ja, oh, hör doch auf. Wieder eine Nansagerei die ganze Zeit. Grüezi Fünferl. Du hältst jetzt einen Schnauzer und lässt ihm seine Meinung sagen, du Kruzifix, du. Ich sage ja nicht, dass der scheiße ist. Er hat mir einfach am wenigsten von denen gefallen. Aber wie gesagt, ich bin ja bei Facebook unterwegs und wenn's da die Kommentare so liest, jeder sagelt an der Nun umeinander. Lasst's ihn halt einmal, der ist gut. Der haut rein. Ich hab nicht gesagt, dass es schlecht ist. Es ist der schlechteste von dieser Reihe. Aber Corbion, du dich nicht rechtfertigen. Du hast schon recht, du darfst deine Meinung haben. Der Mike soll mit Start sein. Okay, bin ich raus. Dann nochmal, ich hab nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich hab gesagt, das ist der schlechteste in der Reihe. Es tut mir leid, ich bin nicht still. Kein Problem, du darfst deine Nein, du Meinung bist sagen, nicht still, aber du darfst jetzt deinen nächsten raushauen. Ach so, cool. Ich weiß nicht, ob den sonst noch einer von euch am Schirm hat, aber ich freue mich ja total auf Free Guy. Ach, der mit dem Ryan Reynolds, oder? Ei, von den Machern von Deadpool. Ja, coole Idee, das Ding. Ja, genau. Geht so ein Sag bisschen mal gar in nix. die... What? na, sagt man gar nichts. Ach so, du guckst ja keine Trailer, ja. Genau. Geht so ein bisschen in die Richtung Ready Player One und ist halt, ja, mit dem Ryan Reynolds, also das heißt, man kann davon ausgehen, er ist actionlastig und lustig und also da muss ich sagen, sorry Mike, aber der Trailer überzeugt da halt einfach auch total und auf den freue ich mich. Ich möchte da gar nicht mehr drauf eingehen, das ist halt so der Wohlfühlfilm, auf den ich mich am meisten so dieses Jahr freue. Ja, da glaube ich, wird cool. Gut, dann, wer macht weiter? Mike. Ja, kann ich da. Ich freue mich sakrisch auf Terrifier Teil 2. Der erste Teil um Art, den Clown, fand ich unglaublich cool. Der war richtig schöner Oldschool-Slasher mit handgemachte, extrem blutige Effekte. Der Art, der Clown, ist extrem gruselig. Also der Pennywise zum Scheißen gehen. Der Art ist richtig gruselig und ein ganz grober Hund. Und ja, wie gesagt, der zweite Teil ist fürs erste Quartal 2021 anvisiert. Ja, ich hoffe, dass der so schnell wie es geht kommt und dass ich wieder sauberblutig unterhalten werde. Habt ihr den ersten Teil gesehen? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, hoffentlich wieder so eine geile Over-the-Top-Szene wie das mit der Säge. Oh ja, das war stark. Das war schön, das mögen wir. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Wenn du sagst, der Pennywise kann scheißen gehen, liegt das am Aussehen oder wirklich an dem, was der Clown so macht? Beides. Also er schaut extrem cool aus, also das Make-up ist voll stark oder auch die Maske, die wo er da quasi aufhat und er schaut richtig psychomäßig aus und ja, und das, was er halt macht, also wie gesagt, das ist richtige Schlachtplatte gewesen, der erste Teil und ich hoffe, dass beim zweiten, wie es für eine Fortsetzung sich anständig gehört, noch mehr Schippe draufgelegt wird mit mehr Leid und mehr Tode und mehr Blut. Was ist denn die Motivation von dem Clown? Das fragt man bei so einem Film nicht. Ja, das Gruselige ist ja, dass er keine hat. Er sucht sie, oder das war im ersten Teil so, dass er sie eigentlich wahllos
Gespann von 2 Mädels aussucht und die tyrannisiert er. Und jeder, der wo halt da quasi er ist auf der Jagd nach den 2 Mädels quasi, und jeder, der wo da den Weg kreuzt, wird halt auch blutigst niedergemeuchelt. Ach so. Das klang eigentlich für einen Slasher, mehr brauche ich nicht. Also, das ist einfach grantig. Also so eine Grundgrantigkeit wie beim Kani. Genau so. Ich bin überhaupt nicht grantig, du Penner. Ja, ist ja gut. Flip aus. Dann mach du lieber weiter, bevor du ausflippst. Ja, ich hau mal ein kleines Paket raus. Und zwar freue ich mich auf das heuer kommende Marvel-Paket, in dem enthalten sein sollen der lang verschobene Black Widow, The Eternals, Shang-Chi, Spider-Man 3 soll heuer noch kommen, Venom 2 und dann noch ein paar Serien, und zwar Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye und Miss Marvel. Ich bin gespannt, was wir davon letztendlich wirklich sehen. Aber da ich absoluter Fan von dem MCU bin und mit eigentlich wirklich allem, was abgewinnen können habe, auch wenn es Schwächere gegeben hat, wie in meinen Augen zum Beispiel der Captain Marvel, aber Spaß machen es trotzdem alle irgendwo zum Anschauen, und deswegen freue ich mich auf die für heuer angekündigten Filmchen und Serien und hoffe stark, dass die Sachen wirklich endlich kommen, Kruzifix. Also da habe ich auf jeden Fall auch Black Widow auf der Liste. Bei den anderen, da habe ich mir die Freude nicht nehmen lassen, dass ich mich noch nicht so drüber informiere. Wobei bei Loki habe ich auch schon einen Trailer gesehen, der schaut auch cool aus, aber beim Netz, da möchte ich mich mehr oder weniger überraschen lassen, weil wenn man die Comics noch nicht so kennt, dann kann man sich da gut im Marvel-Universum überraschen lassen, und das finde ich echt cool. Oh ja, auf alle Fälle. Ja, da glaube ich, und wenn man so Gerüchte und so weiter herz, vor allem zu dem Spider-Man 3, da bin ich schon sehr gespannt, weil es heißt jetzt, dass eben dieses Spider-Verse-mäßig aufgezogen wird, und dann soll der Tobey Maguire auftreten und der Andrew Garfield soll auftreten und was weiß ich, und der Michael Keaton als Batman. Ja, das haben wir aber fast ein bisschen falsch abbogen, jetzt vorher links weg müssen, fast mit zurück. Auf alle Fälle ist die Gerüchteküche brodelt ohne Ende. Aufgrund von der ganzen Verschieberei brodelt es wahrscheinlich noch mehr, als normal gebrodelt hätte. Aber wenn gerade ein Bruchteil von den Gerüchten dann letztendlich umgesetzt wird, dann sage ich, geil, Leute, möchte ich gerne allein im Kino sein, weil da wäre ich nicht mehr auszuholen. Also, okay, gut. Sie geht jetzt mal auf die Aussage nicht ein. Aber da möchte ich jetzt drüber reden. Ich möchte auf jeden Fall drüber reden, aber nicht in dem Podcast. Ach so, okay. Spin-off. Ja, genau. Ich hoffe halt auf jeden Fall, dass die Filme es ja wirklich ins Kino schaffen und nicht, dass sowas machen, dass dann das auf Disney Plus aushauen. Ich meine, klar, sie haben die Plattform, klar, sie möchten dann natürlich einmal Filme aushauen, damit halt da noch mehr Leute drauf gehen. Aber zum Beispiel Soul vom letzten Jahr fand ich eigentlich fast schon schade, dass man den gar nicht im Kino gesehen hat. Ja, das stimmt. Der war schön auf der großen Leinwand und mit dem Sound wahrscheinlich rübergekommen. Aber Black Widow, man, ist schon wieder so ein Wackelkandidat, bei dem es schon langsam anscheinend in Richtung Disney Plus geht, habe ich gehört. Okay. Aber gut, den verschirmen sie schon seit Anfang von letzten Jahr, meine ich, oder? Das ist, ich sage mal in Anführungszeichen, kann ich es verstehen, natürlich als leidenschaftlicher Kinogänger kriege ich jetzt blanke Kotzen. Aber aus Sicht vom Studio kann ich schon verstehen, wenn sie irgendwann sagen, der staubt schon, den kannst du bald den Complayer mehr einschirmen, von lauter Dreck drauf, den müssen wir jetzt irgendwo rauszubringen. Ja, bei denen wird sie da einiges halt anstauen an Wertigkeit von den Filmen, wenn sie halt gar nicht aushauen. Und ich meine, sie dran ja trotzdem weiter. Du hast ja vorhin gesagt, wie viele Projekte die da gleichzeitig am Laufen haben. Ja. Und das sind nur die Projekte von heuer. Also die drehen ja Tor 3 wird ja gerade noch dreht und zweite Tor 4. Der zweite Doctor Strange Money ist schon, sind schon am Werkeln. Das ist ja nur das, was für heuer als Release angesetzt worden ist. Deswegen kann ich es verstehen. Ich finde es zwar ultra schade, aber ich kann es verstehen, wenn sie ihn auf Disney Plus bringen. Aber mei, dann warte ich halt wie bei Mulan, bis er dann umsonst drin ist, weil mehr Geld trage ich dann nicht nachher, als mein Monatsabo kostet. Ja, weiß man denn das eigentlich, ob das wirklich was gebracht hat? Da habe ich mich nicht mehr mit den Zahlen informiert, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube mal, wenn es richtig erfolgreich gewesen wäre, dann hätten sie noch schon rausgeholt und hätten das überall hergezeigt. Ja, so wie du dein Ding im Kino, oder? Ja, genau, da hätten sie dann einen Counter im Kino abgesperrt. Aber nur wenn er low ist, weil ich mich kann belästigen. Okay. Ja, gut, dass wir da nochmal extra drauf eingehen. Ja, genau. Wie bei Eastbound and Down werden sie wahrscheinlich durch die Säle kommen und hätten da durch einen Slide anschleudern. Danny McBride. Ja, fett, Alter, Mulan, fette Kohle auf Disney Plus da in your face. Ich dachte, wir wollten mal eine extra Penisfolge machen. Ja, die machen wir schon noch. Okay, gut. Verzeih uns lieber, auf was du noch freust. Moi? Ja. Ich freue mich noch auf Dune.
Den habe ich auch wieder auf der Liste. Ja, ist doch Bin ich cool. dabei. Der Wüstenplanet. Der Wüstenplanet mit dem genau. Habt ihr den Originalfilm gesehen? Noch nicht. Ja, und ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass der Remake rauskommt, weil im Original der ist auch kultig, aber gerade diese Kampfszene am Anfang mit diesen Schutzschildern oder diesem Flimmer-Effekt, das kannst du fast schon gar nicht mehr anschauen. Da bin ich eigentlich echt froh, dass dann nochmal ein Remake gemacht haben. Und der Regisseur ist ja der Ding, wer ist der? Dennis Villeneuve. Genau, der Willinger Dennis, der wisst ne? Und der hat ja, sagen wir, die jüngsten Dinge, was er rausgekaut hat, der Blade Runner 2049, Arrival und Sicario, da war einer geiler als der andere. Und deswegen glaube ich, das kann nur was werden. Ja, also die ersten Bilder oder die ersten Trailer, die man sieht, die schauen ja schon geil aus. Aber richtig cool, ja. Und ist ein fetter Caster am Start, gell? Jo, dann schmeiße ich wieder den Ball zum Mike. Alles klar. Ich bin schon wieder bei einer Fortsetzung. Ich freue mich auf lauter Fortsetzungen. Und zwar hat mir der erste Teil ein saugeiles Kinoerlebnis beschert. Und zwar hat wirklich jeder die Schnauze gehalten während des Films. Und jeder weiß jetzt, was gemeint ist. Und zwar A Quiet Place. Und ich freue mich auf den zweiten Teil, weil ich gern wissen möchte, wie es weitergeht. Also der erste Teil war richtig geil. Also wie gesagt, im Kino, es war so krass, dass du selber Schnaufer hast gehört. Und das mag was heißen, weil wirklich immer irgendjemand im Kino das Maul auf hat oder sonst was. Und da war wirklich... Bei dir heißt das nichts, weil du immer schnaufst, als gebären. Also ich will quasi, du hast mich gehört während des Films Schnaufer, oder? Ja, ich höre die sogar während einem Transformers-Film her, die Schnaufe. Jetzt ohne Schmarrn. Ja, aber da stöhne ich, aber das ist kein Schnaufer mehr, das ist ein Stöhnen. Ach so, und so, okay. Ja. Ich glaube, im Kreissaal, wenn es die fragen, ob du gerade wirfst oder die Frau. Ich habe den auf meiner Liste. Ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, den ersten. Hätten aber dann auch gern im Kino gesehen. Aber ich finde, das ist ein richtig atmosphärischer Film. Und Wahnsinnsschauspiel von der Emily Blunt. Hat mir richtig gut gefallen und da gefällt mir ja tierisch auf den zweiten Teil. Vor allem, das spielt ja, glaube ich, vor dem ersten und dann, also zumindest zum Teil und dann danach nochmal, wie es ihm dann weitergeht. Okay. Hab ich jetzt mich bewusst überhaupt nicht informiert, weil, ich habe mir das Ding einfach so unvorbereitet vor den Latz. Ach so, okay. Ich kann ja das dann im Podcast rausschneiden, dann hörst du es nicht mehr. Unglaublich, lauter Clowns da. Ja. Auf was freue ich mich noch? Ich weiß nicht so richtig. Nein, was ich mir richtig freue, der soll heuer noch kommen, ist das Reboot von Suicide Squad mit James Gunn als Regisseur. Und ja, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, in 2 oder 3 Podcast-Folgen habe ich schon angesprochen, dass die 1,5 Minuten, die wir gesehen haben, davon waren, glaube ich, wirklich nur 25 Sekunden Filmmaterial. Der Rest war so behind the scenes. Der war besser als der ganze erste Scheißhaus Suicide Squad mittlerweile, muss ich sagen. Ja. Und deswegen freue ich mich richtig auf das Reboot vom James Gunn. Man sagt, der Cast ist voll geil, die Figuren sind richtig geil überdraht, hat richtig geile alte Sachen ausgegraben und nicht so ein Standard-Cast. Er hat auch schon gesagt, man muss sich wirklich von Figuren verabschieden. Es ist diesmal ein Suicide Squad, wie es da sein soll. Und er hat ja mit Guardians of the Galaxy schon bewiesen, dass er ein geiler Affe ist und auch mit seinen alten Sachen, ob er noch bei Troma war oder dann, wie ist der Slitherman hat er noch gemacht. Der Typ, wenn was auf die Leinwand scheißt, dann macht das Spaß und ist geil und hat Hand und Fuß, deswegen bin ich da richtig heiß auf den. Oh ja. Gut, dann, also bei mir geht's jetzt dann schon langsam so ein bisschen in Richtung eher Spiele. Aber einen Film habe ich noch, also beziehungsweise ich habe dann noch 2 Spieleverfilmungen, aber ich gehe mal davon aus, der Kani wird da wahrscheinlich auch ein bisschen was auf seiner Liste haben. Also eine habe ich auf alle Fälle, ja. Ja. Also ich möchte aber jetzt nur kurz mit euch über einen Film sprechen, wo wir uns bestimmt alle 3 drauf freuen und wo wir bestimmt einen Podcast dazu machen wollen. Kaiserschmarrn-Drama. Ich freue mich. Yeah. Ja, ich bin auch dabei. Das mengen wir.
Ja, das heißt, also wenn jetzt gerade der Sebastian Betzel zuhört, Sie sind herzlich eingeladen oder du bist herzlich eingeladen, dass du bei uns mitmachst beim Podcast, wenn wir entweder über den reden oder über Leberkast-Junkie. Da habe ich außerdem sehr viele Fragen. Der Film endet für mich, also zumindest was dieses Leberkast-Thema betrifft, eigentlich mit einem Cliffhanger. Das heißt, also ich hätte da sehr viel Redebedarf. Ja, schauen wir mal. Normal, bei der Hörerschaft, die wir mittlerweile am Start haben, muss er ja fast dabei sein, weil es sind ja nicht mehr viele Leute in Deutschland, die uns nicht hören. Aber vielleicht ist er einer von denen. Ich hätte es ja schon mal beim Daniel Christensen probiert, dass ich mich einschleime und frage, ob er mitmacht, aber der hat so einen Stress zur Zeit, der hat keine Zeit. Aber vielleicht, Daniel, wenn es mal wieder ein wenig ruhiger wird bei dir, vielleicht schneibst du mal einer auf den Schmerz. Der Kaiserschmarrn-Drama, der darf sich ja da voll anbieten und so was man ja hört, sobald die Kinos aufmachen, wird der veröffentlicht. Und ist jetzt drin. Ich hoffe es mal stark, weil der hätte im November noch kommen sollen, aber dann hat es ja geheißen, ne, Lockdown light. Fick dich, Corona. Wie lang war der erste Lockdown? Das war 6 Wochen, oder? Ende März bis Mitte Mai, glaube ich. Bis Mitte Mai? Ich glaube schon, also 5, 6 Wochen war der erste. Ist dann der Lockdown Light jetzt schon länger wie der erste? Der Lockdown Light ist ja schon vorbei. Jetzt sind wir im Anführungszeichen im pseudo-harten Lockdown sind wir. Der ist aber nur hart, wenn es um private Begrenzungen geht, weil in die Arbeit sind wir ruhig reingehen, weil da kann man sich nicht anstecken. Immer rein in die Arbeit. Immer rein. Da und jetzt erst recht. Ja, genau. Das war dann die finale Version, wo man, aber ich weiß nicht, ob man immer nur in die Arbeit rein dürfen. Wahrscheinlich schon. Ja. Ja, schön, aber wenn wir alle 3 Kaiserschmarrn-Drama auf der Liste haben, dann interessiert mich auf jeden Fall, Mike, was hast denn du sonst noch so auf der Liste? Ich hätte jetzt noch 2 Serien, und zwar die Chucky-Serie. Die war ich noch sehr heiß drauf, weil das Chucky-Franchise an sich, die Filme, bis auf Chuckys Baby eigentlich keinen richtigen Tiefpunkt hat. Also das ist wirklich ein Franchise, wo man wirklich so gut wie alles anschauen kann. Und ich hoffe halt, da eben die Original-Leute vor wie auch hinter der Kamera bei der Serie involviert sind, hoffe ich einfach, dass das ein richtig, cooles, nice Kapitel im Chucky-Universum ist. Und die zweite Serie, wo ich mich voll gefreut, ist Resident Evil, falls sie die dann wirklich um mich kümmern soll. Ich glaub's schon fast nicht mehr, aber ich bin dann positiv überrascht, wenn's kommt. Genauso wie dann ein Film, wenn kommt. Also das Thema, wenn das videospielgerecht umgesetzt wird jetzt, dann bin ich da für alles offen und shut up and take my money. Als Serie, als Film, egal. Ich hammer's nicht. Genau. Ja, auf jeden Fall. Wegen der Chucky-Serie, also das heißt Child's Play von 2019, dann gar nicht mehr weitermachen, oder wie? Das sind jetzt im Endeffekt 2 verschiedene Handlungsstränge. Wie gesagt, das ist zwar ein Reboot, aber die Originalreihe läuft trotzdem weiter. Mhm. Die Serie führt die Originalreihe sogar fort, oder? Ja, genau. Also sie kannten jetzt quasi von Child's Play 2018 oder wann das gekommen ist, von dem Remake oder Reboot kannten es weiterhin Fortsetzungen machen. Genauso gut eben auch jetzt mit der Originalreihe, wo es jetzt eben, wie gesagt, mit im Serienformat weitergeht. Aber los mit Chuckys Baby in Ruhe, der war lustig. Oh Gott. Der war schon wieder so meta, dass ganz aus war. Wo dann Jennifer Tilly spielt mit und die Rapper spielen, ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Rapper heißen, aber jeder spielt sich selber und der Chucky beim Wichsen und ja, lasst's mich gehen mit Chuckys Baby. Fuck. Ich hab gar nicht mehr gewusst, dass der da wichst, den müssen wir noch mal anschauen. Ja, voll. Bin ich schon am Start, haben sie mich schon bei so einem Scheißtrikot mal. Gut, und Kani, was gibt's bei dir noch? Ja, dann hau ich mir eine von die Spieleverfilmungen aus, dass ich vielleicht auch was sag, das du auf der Liste hast und nicht du mir alles wegschnappst. Und zwar freue ich mich riesig auf das Mortal Kombat Reboot. Ja, habe ich auch. Ja, ich hab's gewusst. Er soll ja diesmal X-Ray-Moves, glaube ich, sogar drinnen haben und Fatalities. Und der James Wan, glaube ich, ist produzierend mit dahinter und der, glaube ich, lässt da schon keinen Scheißdreck nicht passieren. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass das ein spaßiger Kämpferfilm wird. Und ich schaue mir jetzt gerade das Original aus den 90er habe ich wieder angefangen und ich feiere auch die zwei alten aus den 90er feiere ich auch, weil sie einfach geil schlecht sind, wie hässlich beschissen der Reptile animiert ist in dem ersten Teil. Unglaublich, aber sobald die Mucke losgeht, bin ich voll heiß. Ja, oder wie beschissen animiert alles im zweiten Teil ist, im Annihilation. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ja, richtig gut, richtig gut. Boah. Aber hoffentlich wieder nicht ab 12.
Also wenn's Fatalities einbauen, dann bezweifle ich das einmal stark, dass ab 12 wird. Außer sie machen, vielleicht haben sie sich verschrieben und sie machen die Babalities aus dem 9. Teil, wo du das am Ende in ein Baby verwandeln kannst. Oh Gott. Die sind super, dann steht dann so ein Baby Sub-Zero da und sorgt auf den Boden und dann gefriert es und dann rutscht er aus und fällt auf den Mosch und warnt. Aber wenn der wirklich so krass wird, also er muss dann krass werden, da friss ich am besten, wenn es so krass wird. Ich sag's gleich. Ja. Ich hoffe, dass richtig, dass sie sich nicht zurückhalten. Also wir halt in die Spiele, die sollen sich dann nicht zurückhalten, sondern richtig geil eskalieren, weil das möchte man, das wollen doch alle Mortal Kombat Fans wollen das sehen. Man möchte nur ausgeflippte, crazy Fatalities haben, die so überspitzt, brutal sind, dass du es ja nicht einmal für voll nehmen kannst, weil das kannst du in die Spiele schon nicht für voll nehmen, was da passiert. Aber genau auf das hoffe ich. Und danach geht die Hand dann ganz normal. Ja, genau. Ja, und da bin ich sehr heiß drauf. Und Uncharted hast du gar nicht auf der Liste? Den habe ich jetzt nicht auf der Liste, weil ich da halt auch noch nicht glaubt, dass er das Jahr kommt, aber wobei sie dran ja mittlerweile schon, gell, also sind die Chancen doch gut, dass er herkommt. Dann tue ich Uncharted, schreibe ich jetzt gerade noch schnell auf, warte. Erstes Knistern, mein Zettel liegt nochmal Uncharted drauf. Ja, genau, irgendwas zerknüllt und weggeschmissen, ich weiß schon. Ja, genau. Nein, da bin ich, der, wenn er kommt, da flippe ich sowieso aus, weil die Spielreihe, die ist ja sowieso über jeden Zweifel haben, so wie alles, meine ich, was Naughty Dog macht. Und ich finde den Ansatz cool mit dem Tom Holland als jungen Nathan Drake, wobei man richtig glücklich war, wenn es Nathan Fillion, glaube ich, heißt, oder? Ja, der hätte wahnsinnig gut passt. Da gibt's ja auch einen Kurzfilm schon auf YouTube, also wer den noch nicht gesehen hat, geht's mir auf YouTube, schaut sich den Kurzfilm Uncharted an, Viertelstunde mit dem Nathan Fillion als Jason Drake, als Nathan Drake, fix Mary. Der passt ja so unglaublich gut in die Rolle rein. Aber da ist jetzt den Weg geben mit einem Jüngeren, finde ich das mit dem Tom Holland ganz gut, weil er schaut, finde ich, auch dem jungen Nathan aus Uncharted 3, glaube ich, nicht einmal so unähnlich. Und da habe ich jetzt halt auch nicht so die Anforderungen, dass ich sage, das muss unbedingt die oder die Fresse sein. Und ich finde den Tom Holland, der ist cool. Das ist ein guter Schauspieler, der macht Spaß. Das passt alles für mich so. Aber trotzdem Nathan Fillion, das war schon ganz was Feins. Wie weit werden da Naughty Dog mitreden bei der Verfilmung? Das weiß ich nicht. Ich hoffe fake nur, weil Storytelling sind sie ja ganz stark. Und deswegen hoffe ich, dass die das nicht komplett aus der Hand geben, sondern da ein wachsames Auge drüber haben. Ja, gerade wenn man das gesehen hat bei den Making-ofs von Last of Us oder so, da geben sie sich ja auch schon so viel Mühe mit den Schauspielern und wie sie es dann umsetzen. Also das war schon fast vergeudetes Talent, wenn sie es dann nicht mit einbinden. Oh ja, aber ich bin guter Dinge. Ich bin prinzipiell ist mein Glas halb voll, deswegen wird das schon passen. Erst einmal. Ich gehe positiv gestimmt rein. Wenn ich dann noch lästig bin, dann müsst ihr es ausbauen, ist offen. Solange du Corona-positiv bist. Immer gut. Ja, schon. Ja, ich hab noch 2 Filme, und zwar freue ich mich auch noch riesig auf das Reboot von unserem Saw-Universum, das Saw Spiral. Soll ja schon, glaube ich, im Mai umeinander kommen. Und das Candyman-Remake, auf das bin ich auch schon heiß. Oh, yes. Auf jeden Fall. Oh, yes. Hat der Jordan Peele die Finger drin? Ja. Genau. Das ist ja auch meistens, also ob jetzt als Regisseur oder Produzent, das ist auch immer nicht so schlecht, wenn der da einfingert. Absolut. Das ist ein Topmann. Topmann, ja. Bester Mann am Platz, würde ich sagen. Ja, absolut. Genau. Und was haben wir vergessen? Jeder hat schon seine Zeit geschmerzt und keiner sagt, wie geil und wie heiß, dass er auf The Book of Boba Fett ist im Dezember. Was ist mit euch? Nach der grandiosen 2. Staffel Mandalorian und dann dieses fette, epische Battle von Boba auf seinem Thron. Also allein da habe ich die Unterhosen wechseln müssen, weil das so geil war. Auch schon wie Conan der Barbar, wie er da umgesessen ist. Voll geil. Wie er drin war, weil das ist so eine unglaublich grandiose Schlusseinstellung. Was klärt mir auf? Hast du die 2. Staffel Mando schon gesehen? Ich bin mittendrin. Ach so, ja, dann bei der letzten Folge schalt's nicht aus beim Abspann, sondern lasst nur laufen. Und dann schaust du dieses epische Battle, das da kommt. Das ist unglaublich gut. Und dann, wenn du schon gesehen hättest, hättest du wahrscheinlich jetzt auch The Book of Boba Fett auf deiner Listen, weil die nämlich für Dezember angekündigt ist. Was ist das, eine Film oder Serie? Eine Serie, also eine eigene Serie über einen Boba Fett dann. Da kommt quasi dann Mandalorian im Dezember und Boba Fett, oder was? Nein, Mando ist für 22 dann angesetzt. Die muss jetzt ein Jahr Pause, oder was?
Ist die dran, man nicht, fangen zwar auch schon mit der Dreherei an, aber der Release ist dann erst 2022. Was heuer noch an Star Wars Serien rauskommt, ist dann The Bad Batch, diese Fortsetzung zum Clone Wars Universum und die Visions-Serie, in der die hochrangigen Anime-kreativen Köpfe aus Japan ihre Interpretationen zu verschiedenen Star Wars Stories abliefern und das dann in einem Anime-Style auszuballern. Okay. Sowas habe ich schon mal gesehen bei Marvel-Charaktere. Kann das sein? Dass Ja, ich da gibt's auch schon einige. ja. Wolverine und Ja, genau. Iron Man, man, haben es da schon gemacht. War aber jetzt gar nicht meins, muss ich sagen. Die habe ich mir nicht angeschaut, weil oder habe ich die mal gesehen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die gesehen habe, ich glaube nicht. Wahrscheinlich im Vollsuff. Ich trinke nichts, lass mich. Achso. Aber das heißt, die machen 2 Serien über also praktisch die Rasse Mandalorian. Ja, es gibt ja den Boba Fett und es gibt den Mando und den Boba Fett seine Geschichte wird jetzt erzählt. Okay. Und Mando seine Geschichte muss natürlich auch weiter erzählt werden. Puh. Also ich meine, ich mag beide Charaktere, aber nicht, dass das da wieder dann übertreiben. Dass das dann am Ende ein bisschen floppt wie bei Han Solo, wobei, wie wollen sie das bei Disney Plus wirklich messen? Ja, es kann wahrscheinlich ich glaube, ich habe mal was gelesen, zum Beispiel bei Netflix, glaube ich, wird der Erfolg von Serien und Filmen anhand der Zuschauer in der ersten Woche oder so gemessen. Das ist irgendwie so, habe ich das einmal gelesen, ganz komisch. Okay. Wow. Ja, ob das so stimmt, weiß ich auch nicht, das habe ich nur mal gelesen. Aber it's on the Internet, so it must be true. Ja, ich würde sagen, wir schreiben mal einen Brief an Netflix. Die sollen uns das doch bitte nochmal beantworten. Und dann einen Brief an Disney Plus, wo wir dann die Antwort von Netflix in den Anhang tun. Genau. Und dann spielen wir es gegeneinander aus, die Affen. Genau. Hast du noch irgendwas anderes auf der Liste, Spiele oder so? Weil ich habe mindestens noch ein Spiel. Ah, ich habe ein paar Spiele. Ein paar? Ach Gott. Du, 2021 ist lang. Ja, Die schon. Folge, ja. Die Folge auch, ja, und ich musste schneiden. Wir sind ja noch nicht einmal bei 40 Minuten und haben wir erst bei einer halben Stunde, bei 30 Minuten, glaube ich, oder bei 10 Minuten angefangen zum Aufnehmen. Wir haben schon relativ früh angefangen zum Aufnehmen. Das brauchst du mir nicht verzeihen. Das weiß ich schon immer, wenn du am Ende dann sagst, haben wir ja 10 Minuten geratscht. Wegen 50 Sekunden. Jetzt sagt jeder noch ein Spiel. Auf geht's. Oh. Es wird nicht gerade bei einem bleiben, weil ich habe ein paar Sachen aufgestimmt. Ja, dann fangen wir an. Ich fange an, und das hast du wahrscheinlich auch, ich weiß jetzt nicht, ob du das aufgeschrieben hast, wenn du gerade eins hast, aber Zelda Breath of the Wild 2 soll ja heuer noch kommen. Voll geil, habe ich nicht auf der Liste, aber voll geil. Voll geil, also da bin ich habe jetzt sogar schon ein Gerücht gehört, dass das im 2. Quartal 21 kommen soll, wobei man das zwar nicht vorstellen kann, weil es glaube ich immer kosten hat, wenn dann Ende des Jahres, und ich glaube auch eher, dass es Richtung Weihnachtsgeschäft geht, aber da bin ich so dermaßen angefixt auf das Ding, dass ich komplett ausflippe. Ich habe ja schon mal gesagt, ich hoffe, dass Nintendo mithört, hey, bitte bringt's einfach das Jahr noch die ganzen alten Wii U-Titel raus oder diese Remakes von Wii U auf der Switch, dann war ich sehr glücklich. Also Wind Waker wäre mega geil und Skyward Sword, bitte. Macht den 2, lasst euch ein bisschen Zeit für Breath of the Wild 2, das könntest du in aller Seelenruhe in Q3 oder Q4 ausjahren. Genau, und noch fettes High-End-Grafik, Remake von Ocarina of Time und dann flippe ich aus. Ja, da ist das nicht sogar schon fast geleakt worden? Na, das ist, glaube ich, so ein Fanmade-Ding mit der Unreal Engine 4 oder wie die heißt, was so kurzes Gameplay. Na, ich glaube, irgendwo habe ich vor kurzem Portierung von Ocarina of Time auf Switch gelesen. Aber also ich glaube, die Zelda-Reihe hat ja dieses Jahr ihr 35-jähriges, oder? Ich glaube schon, ja. Also das heißt, das würde sich hier anbieten? Also es kommt sicher irgendeinen heißen Scheiß hauen sie heuer auf alle Fälle noch aus, da bin ich mir sicher. Aber vom Leak zu Ocarina of Time habe ich noch nichts gehört und ich lese ja regelmäßig den Zone seit, ich glaube, bald 20 Jahren. Und da ist auch noch nichts drinnen gewesen zu irgendwelche Gerüchte oder dergleichen und die sind normal immer sehr gut informiert. Ach so, bist du nicht auf so ominösen Seiten unterwegs im Internet? Das ist wie deutsche Adlerpresse. Aber leck, ja, die berichten nur über Zelda. Was denn? Die berichten ja nur über Zelda, das ist ja bekannt. Das Steckenpferd. Ja, genau. Da war es genau, in der irgend so Hans Wurst so einen Link von der Seite her halt über Flüchtlinge, dann war es der alles klar, wissen wir schon, wo wir unterwegs sind, das Saudepp, schau, dass du schleichst. Oh Gott. Ja, ich sprich aus Erfahrung, ich krieg ständig gegen so einen Scheißdreck von so ein paar so Kasperlkipf gesagt, hey, schau dir das mal an, ja, leck mich doch mit dem Mist, was sind das überhaupt für Seiten, wer glaubt denn so einen Mist?
Aber das sehen wir uns, ja, genau, das sehen wir uns für die Alexa auf, dann schimpfe ich da drüber. Okay, was hast du noch für ein Spiel? Horizon Forbidden West. Ich hoffe einfach, dass es 2021 schon rauskommt. Das ist für mich auf jeden Fall der Grund, mir PS5 zum Schaffen. Der erste Teil, Horizon Zero Dawn, der hat mich so dermaßen gepackt und ich habe das geliebt, egal wo ich war. Da habe ich Stunden drin verbringen können. Horizon Forbidden West freue ich mich tierisch drauf. Ja, schaut das sehr geil aus. Ich habe zwar den ersten Teil nicht gespielt, aber das ist einer von den Teilen, der mir ein bisschen reizt, dass er mir vorbeigegangen ist, weil es schaut sehr geil aus. Also würde dir sehr gut gefallen, weil die Grafik ist mega, die Welt ist total geil, die Geschichte ist geil und du hast jede Menge Sachen zum Erledigen, zum Sammeln, also du hast auf jeden Fall viel Spaß. Oh yeah, da bin ich sowieso empfänglich für so einen Scheißdreck, wo ich wieder hunderte von Stunden reinballern kann für nix eigentlich am Ende. Aber wo wir die noch viele Stunden reinballern, das ist, wenn dann endlich God of War 2 rauskommt. Oder God of War Ragnarök oder God of War 2 gleich Shepherds hier. Keine Ahnung, wie der Teil am Ende heißen wird. Aber man hat ja nur ein paar Sekunden Teaser gesehen mit dem Logo und dann sind wieder nordische Runen eingeblendet worden und dann eben Ragnarök is coming. Ja, deswegen kommt, dann glaube ich, brauche ich 6 Wochen Urlaub, damit ich das 48 durchspielen kann, weil da war der erste Teil schon Weltklasse und alle vorangehenden Teile, inklusive PSP-Teile, habe ich gespielt. Teilweise auch immer auf Platin, weil das zeigt einfach, also das God of War das ist Spielen, mehr Spielspaß, glaube ich, geht fast nicht als bei God of War. Das ist unglaublich gut und jetzt mit dem Neustart in der nordischen Mythologie ist es auch noch erzählerisch um ein paar Stufen gestiegen. Nur geil, wirklich nur geil. Ja, da gefällt mir auch schon tierisch drauf. Oh ja, yeah. Und was dann wieder zum Hosenscheißen wird, das ist dann der neue Resident Evil Teil Village nennt er sie. Den soll Capcom schon Mitte Mai, glaube ich, außerballern. Und es schaut ganz interessant aus, weil es ist diesmal mit Hexen und Werwölfe und der Hauptcharakter aus dem 7. Teil, der Ethan Winters, hat sich da mit seiner Frau ja irgendwo niedergelassen und im Trailer sieht man dann den Veröffentlichung, wie der Chris Redfield reinkommt, ballert seine Frau weg und dann wacht der Ethan Winters in irgend so ein osteuropäisch anmutenden Dorf. Und ja, da ist alles nicht so ganz koscher, wie es ausschaut, wie es ja meistens so ist, gell, bei denen Hammen da im Resident Evil Universum. Schaut sehr geil aus, bin ich heiß drauf, bei Resident Evil jeden Teil, den ich gespielt habe, bis auf den 6. und auf den 5. Da ich mir gerne Pulsar dann aufschneiden, statt dass ich die Nummer spiele. Aber ansonsten sind die Teile, die sie da auf dem Grusel fixieren, wie sie es eigentlich gehört bei einer, sind alle unglaublich gut gewesen. Was ist der Lieblingsteil? Jetzt mal die Remakes ausgeklammert. Ich darf fast sagen, dass Resident Evil 1 eigentlich doch wirklich mein Lieblingsteil ist. Okay. Einfach ein bisschen so aus den nostalgischen Gründen, weil ich muss gestehen, ich habe Resident Evil 1 nur das Remake auf dem Gamecube damals gespielt, als es rausgekommen ist. Da war meine erste Berührung mit Resident Evil. Ich habe die Playstation-Zeit nicht mitgemacht mit Resident Evil, aber das war halt schon ein super Erlebnis. Ja. Und dann jetzt wenn man dann doch die Remakes reinholt, das zweite ist ja sowieso Wahnsinn gewesen. Also mein Lieblingsteil ist Resident Evil 4. Mit dem Leon S. Kennedy. Den habe ich noch nicht gespielt, den fange jetzt noch bald an. Echt? Den hast du noch nicht gespielt? Stimmt. Boah, leck, jetzt was du sagst, das fällt mir gerade rein, den habe ich noch nicht gespielt. Boah, leck. Ich muss aufhören, weil ich muss spielen gehen. Das ist, ja, dann bin ich gespannt, was du dann danach sagst. Der steht jetzt gerade auf der Liste, den hole ich mir jetzt dann, den spiele ich jetzt dann. Steht auf der Liste. Oh yeah, auf der guten Liste. Und hast du die Arkham-Teile gespielt, diese Batman-Spiele? Na. Noch nicht. Ich habe aber, in die Angebote habe ich es mir schon mal gesichert. Also ich werde es spielen. Ja, sehr schön, weil da ist ja auch für dieses Jahr von Warner Brothers Games ein neues Spiel angesetzt. Das ist zwar mehr so inoffizieller Nachfolger und spielt in einem anderen Universum, nennen sie Gotham Knights. Und das, glaube ich, wird auch schon wieder recht cool. Intro vom Trailer ist, dass der Commissioner Gordon und der Batman da sind und er der Bat-Familie sagt, hey, kümmert euch jetzt um den Scheißtrick, weil ich bin nicht mehr da. Und da spielst du dann mit dem Batgirl, mit dem Red Hood, Robin und Nightwing. Und das Geile ist, du kannst ja da im Coop-Modus dann spielen und kannst das Spiel zu zweit komplett durchspielen. Und sowas finde ich immer geil, wenn man zu zweit vom Fernseher durchspielen kann. Und jeder Charakter soll sich unterschiedlich spielen. Also Trailer hat vielversprechend ausgeschaut und die ganze Prämisse liest sich recht cool. Bin ich auch wieder dabei, weil die Arkham-Teile, wenn sie spielerisch an das ohne schmeckern, dann ist sowieso ein Gmadi-Wies, dass das geil ist. Wie schaut's bei dir aus mit Cyberpunk 2077?
Da ich keinen PC hab, wird das, oder keinen PC zum Zocken hab, wird das an mir vorbeigehen, weil es ist ja anscheinend eine technische Vollkatastrophe auf die Konsolen. Und ich hab's letztens mit einem Kumpel geschrieben, der schreibt für so ein Gaming-Portal auch, und der hat jetzt eine Komplettlösung zu Cyberpunk schreiben müssen. Und er hat gesagt, also nur auf dem PC, wenn dann, frühestens, sagt er wahrscheinlich in einem halben Jahr bis Jahr, kannst du dann Cyberpunk vielleicht auf der PlayStation 5 holen, wenn da wirklich mal ordentlich alles durchgepatcht ist und so. Es ist schade und bitter, weil die CD Projekt, die haben ja mit Witcher eine legendäre Reihe erschaffen, die ja technisch und erzählerisch auf höchster Ebene gespielt hat. Und da finde ich es sehr schade und bitter, dass das auf die Konsolen so untergeht und dass dadurch jetzt so in Verruf kommen. Ja, aber heißt, ich hab was, wo ich mich auf 2021 noch freuen kann, weil sobald Cyberpunk 2077 nochmal auf der PlayStation rauskommt, gibt's nämlich auch schon neue Inhalte. Also das heißt, da haben die dann auch schon entsprechende DLCs hinterherkaut. Und da freue ich mich dann schon drauf, weil ich spiele dann Cyberpunk 2077 unverpackt auf einer Konsole. Ja, dann freue ich mich halt mit drauf, weil das werd ich dann auch machen, sobald es spielbar ist. Und was ich noch spielen wird dann im April sein. Ich weiß nicht, hast du das auf dem Nintendo 64 damals gespielt? Pokémon Snap? Ja. Und dann kommt das hat das Pokémon New Snap angekündigt und das Spielprinzip ist völlig banal und Banane und dämlich eigentlich. Du fährst rum und fotografierst diese Drecksviecher. Aber es hat mich damals als kleiner Bub vom Nintendo 64 Stunden lang gefesselt und ich hab den Trailer gesehen und war so dermaßen im Nostalgie-Modus, dass ich gesagt hab, wenn rauskommt, werde ich sofort spielen, weil mehr Nostalgie als in dem Trailer habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Da bin ich vor allem gespannt, wenn es dann um so Fotografien von legendären Pokémon geht, ob das gleiche Feeling erzeugt wie damals. Weil ich schmeiß die Fettsack Pikachus die ganze Zeit Äpfel hin, die sollen fressen und ich mach Fotos, mehr mag ich doch gar nicht. So, dir geht's bloß um Pikachus, okay. Ja, genau, da frisst mein Apfel auf Fettsack, schmeiß ich ihm hier und dann soll er den fressen, genauso wie bei Snap, damals. Und der Rest soll abhauen. Ja, genau. Dann kichern vor der Switch. Schau noch im Fettsack, wie er frisst. Und frisst man selber wieder irgendeinen Schokoriegel, dass er noch fetter wird. So wird das laufen. Wo ich nicht groß drüber reden möchte, aber kurz erwähnt, auf was ich mich noch freue, ist Little Nightmares 2. Erste Teil sehr geil gewesen, zwar nicht perfekt, aber atmosphärisch unglaublich dicht und gut. Freue mich jetzt auf den zweiten Teil, der kommt. Dann kommt Herr der Ringe Gollum, da ist er nicht viel bekannt dazu, aber man spielt einen Gollum, kann man gar nicht dran vorbei, als dass man das dann spielt. Und das Rollenspiel Hogwarts Legacy, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ja, Harry Potter Stoff ist ziemlich mau, was Zockerei angeht. Und vielleicht können sie an die Qualität von den alten PlayStation-Spielen anknüpfen, weil die waren ziemlich cool und haben Spaß gemacht. Und das Lesen tut es auch sehr interessant, das Hogwarts-Spiel. Darum werd ich auf alle Fälle ein paar Avada Kedavra-Flüche raushauen, wenn das herauskommt. Ich hab jetzt gedacht, du sagst dann lesen, dann ist es auch nicht so schlecht, die Bücher. Das tanzt auch nicht. Gute Bücher. Ja, aber es klang gerade so, als hättest du jetzt zum ersten Mal die Bücher gesehen. Hast du es gewusst, dass die auf Bücher basieren? Unglaublich. Nein, andersrum. Die Bücher basieren auf die Filme. Ah, so, jetzt. Gut. Ja, aber die Bücher kommen nie im Film, ohne wie es selber ist. Ja, Mike, magst du noch irgendwas sagen? Auf was gefällst du dich so im Jahr 2021? Ja, also ich darf mich wahrscheinlich auf Resident Evil gefreuen. Wenn ich Zeit hätte, da die Resident Evil Sim wahrscheinlich spielen, aber wahrscheinlich 8 ist das schon wieder Arbeitsweg. Das Zimmer war das irgendwie in der Ego-Shooter-Perspektive, oder? Genau, und das auch da führt die Story praktisch vom Zimmer fort und wird auch in der Ego-Perspektive also sein. Das fand ich stark, aber wie sehr gesagt, geil, ja. Vielleicht komme ich da irgendwann einmal dazu, dass ich dann mit dem Burm spiele, aber momentan spiele ich eher Feuerwehrmann Sam. Ist ja auch nicht verkehrt, oder? Ja, das haut ein, das ist super. Ich hätte jetzt eigentlich gemeint, dass du 2021 am meisten drauf gefreust, wenn der Kolbe und ich jetzt endlich unser Fotzen halten und die Folge gut wird. Du, ich putze mir da gerade Fingernägel aus, das passt schon, da bin ich wenigstens sauber hergekriegt, wenn ich wieder zur Frau komme. Genau. Ich hab gemeint, du nimmst Podcast auf und gehst nicht duschen. Schaust du gut aus. Ja, schau, geh her, schmucke dabei. Zuerst gibt das einmal Podcasten. Ne? Ja, hübscher Mann. Mach mal Bum-Bum, ein bisschen Bum-Bum. Ja, ein bisschen Zapzerab. Aber eins, Corby, ich hab noch was, das müssen wir fast erwähnen, weil wir uns dabei wahrscheinlich beide unglaublich drauf freuen. Und zwar den 28.05.2021.
Rap über Hass, das neue KIZ-Album mit rausgehauen. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, hey, was nehmen wir denn alles auf? Filme und Spiele und dann, also bei Musik, da wäre auf jeden Fall das mit drin gewesen. Ja, das hat unbedingt, muss das Erwähnung finden, weil der erste Track jetzt dazu, der auch Rap über Hass heißt, der ist schon unglaublich geil. Und ja, das hört sich mit dem Mixtape, was sie jetzt davor ausgebracht haben, das KIZ und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung. Ja. Das ist wieder sehr spaßig, schwarzhumorig, Bass. Dadurch bin ich auf den Geschmack gekommen von Menas Moos. Das sind auch zwei richtig geile Affen, bei denen das nur in die Hosen scheißt, wenn du das hörst. Und deswegen bin ich da richtig positiv drauf eingestimmt und hoffe, dass das wieder richtig blöd wird. Das, da ich sagen, ist jetzt auch der perfekte Abschluss für die Folge. Genau, die ist auch richtig blöd worden. Na, wie hast du es genannt? Nippelverhärter. Genau, die Nippelverhärter 2021 waren das von Viva la Movolution und wir wissen, dass wir eure Nippelverhärter sind und das nicht nur 2021. Drum, wenn ihr euch heute auch wieder mal Schreif aufgestellt habt, wenn ihr als uns angehört habt, ritzt unser Logo ins Klo sein mit einer Schreif. Und ansonsten liken, teilen, posten, wie cool, dass wir sind. Und ja, wenn irgendjemand Bock hat und schreiben kann, dann schreibt uns vielleicht auch seine Highlights 2021 irgendwo drunter. Wir freuen uns auf Feedback und wir freuen uns drauf, wenn irgendjemand mit uns redet. Bitte red's mit uns. Oh vielleicht schreibt der eine oder andere, boah, ich freue mich schon voll auf die ganzen Podcasts, die das ja auskommen. Neue Folgen, genau. Wie von der Movilusion, die hauen das wieder aus, geile Burben. Ja, gut ausschauen dann auch voll, Alter. Zumindest einer davon. Ja, schon. Okay, gut. Ansonsten sagen wir wieder danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen an Anreiz gegeben haben, was euch geilen Scheiß heuer einbauen müsst. Auf alle Fälle Pflichtprogramm, alles, was wir gesagt haben. Wie immer, alles Pflichtprogramm ist, von dem wir reden. Und dann hört's uns bald wieder zu, würde ich sagen. Genau, schaut mal auf Steady vorbei, schaut euch die geilen Packages an, die wir da zusammengeschnürt haben, damit ihr richtig coole Beiträge seht und kriegt. Und ihr dürft dann natürlich auch mitbestimmen oder ihr habt dann Mitspracherecht, über was wir denn so reden. Genau, ihr seid praktisch unser Betriebsrat mit sauberen Mitbestimmungsrecht nach Betriebsverfassungsgesetz, Paragraph, was ist das, 180 oder so? Boah, shit, an das haben wir gar nicht gedacht. Ja, stimmt auch wieder, gell? Aber nein, mit dem Kommunisten Scheiß könnt's abhauen. Macht es gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Danke an euch zwei. Bitte, immer gern. Servus. Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.